So Freunde, weiter geht's bei Pokémon Legend Arceus und wir können in der letzten Folge, seitdem wir den Mitgliedsrang erhöht haben, offenbar auch irgendwie neue Items herstellen lassen. Und das will ich mir jetzt noch mal ein bisschen angucken, wie das genau aussehen soll. Anleitungen, genau. Er verkauft irgendwie auch ein paar. Und ich glaube, die können wir ja auch mal ein bisschen kaufen, oder? Also, meine, warum nicht? Wenn ich sowas brauche, ist eine andere Frage, aber kaum, wenn ich schon mal habe. So. Dann hier, was können wir jetzt alles machen? Hier zum Beispiel, oh, Azur-Glanzstein, wo immer der, wo auch immer wir den finden sollen. Was, flinker oder fliegender Pokémon? Ah, okay. Super Trank, weil halt erstmal einen normalen Trank und dann... Okay. Arznei. Ihr bitterer Geschmack, okay. Beleber. Jetzt können wir Honigköder machen. Sehr gut. Wir können die Dinger machen. Ich glaube, versuch mal ein paar Tränke herzustellen. Warte mal. Und nachher das Ätherkraut, okay. Mal 17 von denen. Und dann mal 7 von denen. So. Wird alles schön sortiert. Sehr gut. Ja, ein paar Holzdinger brauchen wir noch. Warte mal, wenn wir schon jetzt beim Thema dabei sind. Hatten wir nicht bei der Missionsliste? König ist klar. War hier noch was? Das gewünschte Pokémon. Ja, soll es mir irgendwie übergeben und so, aber nee, das kann man behalte ich mal noch. Der zum Beispiel. Wo ist denn der jetzt? Das ist eine neue Mission. Heißt der draußen? Okay. Die Fleetstraße. Okay. In Jubeldorf. Solange es so bleibt, kann es sich hat er sich in meiner Nachtruhe erledigt. Was ist denn? Oh! Ah! Erschreck mich doch nicht so. Du erschreckst mich gerade. Du siehst aus wie ein Top-4-Mitglied aus der Johto-Region. Melanie hieß die, oder? Was hast du denn? Ja, wenn du etwas von mir willst, komm später wieder. Ja, also, meist nachts spüre, dass sich etwas in meinem Haus befindet. Das ist ein Rattern. Bitte untersuch mein Haus. Okay, bei Nacht. Passt sowieso, weil wir müssen ja nachts sowieso mal noch gucken. Wegen Strand. Da sollen irgendwie Driftzepli umschwirren. Die mit Kindern spielen. Oh, was machen die hier? Ich muss zugeben, der Galaktik-Hauptsitz ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Bevor ich mich in langen Erklärungen verliere, demonstriere ich es dir lieber. Wie es auch genannt wird. Mann, ich wollte gerade... Ich habe noch Sidequest offen, hallo. Oh, da ist ja Diamant mit Dammhür. Damit hier. Diamant, Entschuldigung. So, besänftigt Michael. Das ist jemand, der weder dem Perl noch dem Diamant-Clan angehört, sondern sich bloß über den Raum Zeigefüge zu uns verirrt hat. Das heißt hier bloß. Und wie du siehst, scheinen deine Mühungen es nicht kalt zu lassen. Das sollst du zu schätzen wissen. Damit hätte ich für würdig befunden. Ich soll dir wohl die Flöte übergeben. Juma, wärst du so gut? Spitz die Ohren, was jetzt kommt, ist sehr wichtig.
Das Instrument, auf dem Jona gerade gespielt hat, ist eine Elysienflöte. Damit kannst du damit hier herbeiruften, um auf ihm zu reiten. Krass. Überlieferungen nach waren diese Flöten ein Geschenk des ehrwürdigen Sinnoh. Nun gehört diese hier dir. Mit diesem Flöte kannst du besondere Pokémon herbeirufen, die dir als Reih-Pokémon dienen. So wie in Alola. Alola! Versuch doch mal die Melodie von ihm nachzuspielen. Damit hier hat sich eine Melodie eingeprägt. Jo. Krass. Damit hältst du hältst die Hirnteil von Damit hier. Hä? Dieser Steinteil von die Energie des Typs Psycho inne. Wird auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Psycho. Hä? Des Typs Psycho? Das heißt, ich kann irgendwie den Typus ändern oder was? Das nehme ich jetzt doch mal Wunder. Wer ist jetzt das? Eine neue Sidequest oder was? Du bist ein Forschungstub, oder? Da kannst du sicher auf Pokémon reiten. Hast du Lust auf Ballonjagd zu gehen? Das ist ein Spiel, das ich mir auch ausgedacht habe. Okay. Mann, was ist hier los? Oder bloß eine Sidequest erledigen. So, machen wir das erstmal. Da ist der Typ mit dem Schwertling. Zähpilz, Entschuldigung. Vorzügler. Da drüben. Was? Okay, was macht er jetzt? Und fertig. So macht man einen Pilzköder, bei Pokémon aber beliebt ist. Pilzköder-Reklame, Pilzköder-Rezept, dankeschön. Dann kann zumindest mal die Zähpilze, die ich bis jetzt gefunden habe, was gebrauchen. Pilzköder. Sehr schön. So, noch mal ein paar von denen machen, muss aber gar nicht sein. Nee, das passt schon, dankeschön. So, alles schön aufgeräumt, so gefällt mir das schon viel besser. So, warte mal, was war das jetzt gerade? Moment, ich will... Nee, das ist falsch. Erstmal abspeichern. Dann gucken, was mit dieser Hirntafel jetzt auf sich hat. Das ist die Kraft des Typs Psycho. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Pokémon gemeint ist, aber... Okay. Dann klappt das hier wohl so. Obwohl ich irgendwie gehört habe, soll irgendwie auch anders funktionieren. Mit Arceus, aber okay. Warte mal. Missionen. Ja, das sind die Biliza. Den Dorfbewohnerin von Sirpurze. Habe ich den eigentlich schon komplett? Nee, noch nicht. Ich wollte sagen, nach Nummer sortieren wir vielleicht ein bisschen besser, oder? So. Nach Nummer sortiert. Das gefällt mir schon wesentlich besser. Also, dann haben wir das noch nicht gemacht. Moment. Missionsliste. Klang der Wiesen, was war das? Ballonjagd im Grasland. Ja gut, unlange Vorfälle bei Nacht. Das geht auch noch nicht, okay. Machen wir uns auch mal den hier. Die Sidequest, wissen wir, die ist hier. So, dann reiten wir erstmal ein bisschen auf Damit hier. Kommen wir mit dir irgendwie auch hier hoch oder so?
Ja, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Naja, muss noch ein bisschen üben. Okay. Ja, gerne. Warte bereit, Mann. Ja, mach ja. Wo sind die Ballons? Aua. Ah. Du, 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 du. »20 habe ich.« Cool, war, Kumpel? Aber finde ich geil, dass es noch solche Minispiele gibt. Damit hätte ich echt nicht gerechnet, ey. Federbälle, so. Okay, warte mal. Wir sind ja sowieso schon richtig. Dann reiten natürlich jetzt wieder dahin, wo wir eigentlich hin müssen. Ei, Caramba, okay, muss ein bisschen aufpassen. Weil im Fallschaden kassiere ich nicht das Pokémon. Gut zu wissen. Ja, Pikachu? Nach Weibloch. Du. Ich versuch mal einen Federball. Perfekt. Obwohl, warte mal. Eigentlich müsste es sogar möglich sein, während ich auf Damir-Tier reite, einen Pokéball zu schmeißen. Nö. Okay, momentan geht das noch nicht. Oh, das wird das Alpha-Pokémon und tschüss. Ist echt fix der Gute. Damit hier auf die zu reiten ist echt geil. Okay, das war nicht so, nicht gedacht. Oh, puh. Das war knapp. Gehen wir den normalen Weg, Freunde. So, Topium, Tapium, Iridium, keine Ahnung. Topin. Ja, das haben wir. Bla bla, wir werfen Ball. Was willst du Lieblingsspeise verarbeiten, dass man sie leicht werfen kann? Dieser Einfall ist unkonventionell, aber irgendwie auch genial. Nicht so schnell, Topin. Was ist los, Perla? Ich habe versprochen, eine von Axandros Lieblingsspeisen mitgebracht. Cooler Bonbon. Und die kommt ja nicht weit. Nicht wenigstens das Problem allein zu lösen und nicht der Galaktik-Expedition zu überlassen. Ja, schade. Ich zweifle immer noch sehr daran, ob das wirklich eine gute Idee ist. Schließlich unterscheiden sich unsere Gebräuche und Werten voneinander. Deshalb muss ich dir zuerst eine Prüfung unterziehen. Du scheinst mit Pokémon zu kämpfen, die du in diesen Pokébällen gefangen hast, richtig? Das Pokémon an meiner Seite hingegen steht mir so nah wie eine Schwester. Er ist gegen mich und Glaciol im Kampf gewinnt, kann ich ruhigen Gewissens gegen Alexander antreten lassen. Bist du bereit dafür? Warte mal. Ja, doch, aber darf bitte erstmal das richtige Pokémon aussuchen. So.
So, jetzt. Ich meine, das ist ein Eis-Pokémon, hallo? Also ein bisschen geschwächt, der Gute. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Aber das kann ich so theoretisch mit dem Pokéball fangen, oder? Weil es wurde noch gar nicht gefangen. Aber was ist los mit dir? Wieso kannst du so oft angreifen? Boah, geht doch, ey. Ja, verstehe. Diese Pokébälle sind letzten Endes nur ein Werkzeug. Selbst zu gefangenen Pokémon kann man anscheinend eine tiefe, partnerschaftliche Verbindung aufbauen. Das beruhigt mich etwas. Ich werde diese Aufgabe anvertrauen. Lass mich ein Pokémon heilen. Ja, das wäre nett, danke. Wir schmeißen sie. So. Weil ich Roxanne nicht nähern kann, weil es nicht so cool von ihm diese zuwerfen, um es zu besänftigen. Verstehe, es könnte funktionieren. Entspannungskugeln. Nee. Die Erfindung soll den Namen Ruhegabe erhalten. Schließlich ist es immer noch eine Opfergabe. So. Wir können es wieder loslegen. Vor Ort am besten. Tada! Die Waldruhegaben sind fertiggestellt. Damit soll es Roxanne besänftigen lassen. Hoffe ich. Wenn du bereit bist, kann ich den König des Waldes das mächtige Roxanne herbeirufen. Ja, ich möchte gerne ganz kurz speichern, weil ich weiß nicht genau, wie das läuft und ja, sorry. Also, warte mal, was haben wir alles für Pokémon dabei? Soll ich Roxanne, wenn es nachher zum Kampf kommt, erstmal paralysieren? Wäre eine Option, wa? So, jetzt aber. Josh! Hixe da! Sei so! Sehr gut. Axantor, König des Waldes. Die Zeit unseres Festes ist zwar noch nicht gekommen, doch wir wollen euch eine Gabe eures liebsten Speises darbringen. O erhabener König, dessen Macht sich vom Himmel bis zur Erde erstreckt. Wir bringen euch Dank entgegen und ersuchen euch darum, vor uns zu erscheinen. Michael denkt daran, Axantor anzuvisieren. Aufs Ausweichen kommt es an. Lass dich nicht von seinen Attacken erwischen, während du die Urgaben wirfst. Ja, das wäre mir jetzt auch klar geworden. So. Muss schnell. Und es wurde zum Super Saiyajin. Axantor. Na, Freunde, können wir schon erkennen, welche Entwicklung es ist, also von welchem Pokémon. Kämpfe gegen Könige. Gehen Sie in den Kampf, sondern kann man eine gewisse Gelegenheit geben, kannst versuchen, mit einem Pokémon gegen sie zu kämpfen. Boah, dann schon das Angriffsmove, der ist natürlich fies. Donnerwelle. Oh, Level 18 ist es okay. Na, das paralysiert ja schon mal etwas. Walzer ist sehr effektiv gegen das Vieh. Okay. Ja, weil ich glaube, fangen kann ich es eh nicht. Was, wieso? Gehe ich auf es los? Was soll der Quatsch? Jetzt steht's wieder oder was? Super.
Das ist natürlich scheiße. Oh, so schnell kann es gehen, wa? Okay, also man sieht schon, einerseits Gesteinsattacken sind effektiv, aber auch Wasserattacken. Scheint es doch irgendwie ein Gestein-Pokémon zu sein. Krafttechnik Wasserdüse. Ich habe unendlich davon. Ernsthaft jetzt? Boah, Alter. Was jetzt? Hab ich oder was? Attacke gemeistert, okay. Du hältst die Käfertafel von Axantor. Ja, deswegen sind auch Attacken von Typ Gestein effektiv, denn es ist ein Käfer-Gestein-Typ. Und man sieht es vielleicht schon ein bisschen vom Aussehen her und so, es ist eine neue Entwicklung von Sichlor. Was war das? Das Licht um Axanthos Körper ist verschwunden. Ist der König des Waldes damit endlich besänftigt? Also wirklich dieser seltsame Blitz der Ursprung von Axanthos unnatürlicher Macht? Ja, möglich. Das ist ja zumindest die naheliegendste Erklärung. Weil noch kein unerklärlicher Blitz aus dem Riss im Himmel geschossen. Vielleicht ist Axanthos wirklich so in Rage geraten, weil es von einem dieser Blitze getroffen wurde. Ein Blitz aus dem Riss im Raumzeitgefüge soll ihm diese Kräfte verliehen haben? Aber das ehrwürdige Sinnoh verweilt doch jenseits des Risses. Würde es nicht bedeuten, dass diese seltsamen Blitze von ihm stammen? Dann hätten wir es nicht besänftigen dürfen. Und ich einfach Trottel habe früher dabei geholfen, die Ruhegarme herzustellen. Ja! Beruhige dich, Topin. Axanthor, der König des Waldes, hat den Perlclan stets vor Pokémon beschützt, die uns angreifen wollten. Wenn diese Kräfte wirklich vom echten, ehrwürdigen Sinnoh stammen würden, hätte es dann wahllos Menschen und Pokémon attackiert? Das, was Michael getan hat, war richtig und notwendig. So sehe ich es. Glücklicherweise konnten wir dieses Problem ohne weitere Konflikte zwischen uns, den Diamant-Clan und der Galaktik-Expedition lösen. Vielen Dank für deine Hilfe. Jo, kein Ding, Alter. Soll es wieder einem Pokémon begegnen, das unter dieser Quellenrage leidet, hilf ihm bitte ebenso. Na schön, das ergibt Sinn. Da war ich wohl auf der falschen Fährte. Jedenfalls möchte ich auch dir meinen Dank aussprechen. Hier, das ist ein Geschenk vom Perlclan und außerdem eine Entschuldigung für meine unhöflichen Worte. Ich bin dir wirklich dankbar. Dankeschön. Lass meine Pokémon heilen. Immerhin haben sie für uns gekämpft. Das ist wahr. Von Nigelava und Luxio. Ich glaube dir jetzt, dass du vom Himmel gefallen bist. Obwohl ich mir keinen Raum darauf machen kann, warum es passiert ist. Gut, dass wir diese Gefahr gebannt haben. Aber jetzt mal ganz unter uns. Ich würde Axanthor gerne nochmal so eine Rage sehen. Was man macht, kriegt man doch Gänsehaut. Mission ist also abgeschlossen. Sehr schön. Kann ich es nochmal angucken, das Pokémon oder so? Die Frage natürlich auch, wenn es eine neue Entwicklung von Sichlor ist. Wie können wir es dann selbst fangen oder entwickeln? Ja, Freunde, ich glaube, darum werden wir uns in der nächsten Folge ein bisschen kümmern. Also mir geht es vor allem auch darum, mittlerweile gibt es ja auch schon einige coole Tools, also Online-Tools,
in denen man sehen kann, wo genau welche Pokémon erscheinen. Abgesehen davon haben wir da schon mal ein Sichlo. Wenn ich natürlich eine Entwicklung von Sichlo haben will, brauche ich erstmal ein Sichlo. Sonst wird es schwierig. So. Ich will aber bitte nicht gleich killen, das Vieh. So ist gut. Dann nehmen wir doch mal den Federball. Ist ein Flug-Pokémon, ist ein schnelles Pokémon. Ein Sichlo. Dann kümmern wir uns vielleicht auch mal noch ein bisschen darum, wie wir überhaupt Sichlo kriegen. Neuer Pokédex-Eintrag, also. Das ist natürlich auch wichtig, wa? Oder doch so. Zumindest aktuell mal noch. Besiegt, Tempotechnik gesehen, haben wir auch noch nicht. Einsatz von Kreuzschere gesehen, auch noch nicht. Tag vom Typ Gestein besiegt. Ja, gut, kriegen wir auch noch hin. Und zumindest mal eins gefangen, ja, ist auch schon mal was. Was haben ein paar Exemplare mehr fangen, der für das Forschungslevel. Kriegen wir hin. Und jetzt dann vielleicht mal überlegen, eben sich halt auch ins Team zu holen. Super, da ist sogar noch ein Alpha-Viech. Natürlich kein Pokémon dabei, was irgendwie... Das war klar. »42! Ja, ich habe einen Luftschnitt gesehen und tschüss. Luftschnitt habe ich gesehen, ist geil, tschüss. Puh. Alter Schwede. Das ist einfach so übel, dass du immer so krasse Viecher plötzlich da hast. Alter. Boah, ey, wo bloß ein wildes Sichler fangen, das habe ich davon. Schöne Scheiße. Mein armer Siegel Lava. Das muss so leiden, Freunde, hier. Das ist einfach unglaublich. So, Paprikoko. Wir uns hier sonst ein bisschen ausruhen und vielleicht noch ein paar wilde Sichlos fangen. Wir müssen auch mal gucken, wie wir eben Sichlon entwickeln können, aber alles nach und nach von. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen erledigt. Puh, alter Schwede. Gut, ihr sagt an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Dann machen wir uns, glaube ich, erst einmal zurück oder gucken uns erstmal hier noch ein bisschen um oder noch ein bisschen heilen. Bei heilen kann ich jetzt mal ganz kurz noch. So. Puh. Alles weitere, nächste Folge. Bis dahin. Ciao zusammen.